De Sankt Nikolai-Karg in Wismar heuert wohl de schönsten Tüchnissen von de Backstein-Architektur in Norddeutschland tau. Nur St. Marien in Lübeck ist sie de zweitheuchste Backstein-Basilika von der Welt. Sie ist dreischiffig baut und hat noch por Sakrolrühm. Von 1381 bis 1487 habt sie ihr als Karg für Seefahrers und Fischerslü baut. Damals wär St. Nikolai mit seinen 120 Meter hohen Torn das höchste Hus von Wismar. 1703 kam ein schweren Orkan ob. Dobi ist de 60 Meter hohe Tornhelm dolstet und hätt dat Dack und dat Gewölf von dat Langschip und den Binnenrum toschan mogt. De Torn hätt sin Helm nie nicht wedder kriegen und ist von durch bloß noch 63 Meter hoch. Für de Tiet von de Backsteingotik ist de Gebel in de Südhall afsonderlich riek an Smuck. Hij is in verschieden Motivfriesen geledert. De Ober seht wie ein Rosett ut Backstein. De warme rode Backstein prägt de Karg just so als die afsonderlich steilen Proportionen. Im Zweiten Weltkrieg hätt Wismar düchtig wat afkriegen. De beiden großen Karken St. Marien und St. Georgen hebt je mehr Decker und Gewölben verloren. Je mehr Kostborstenstücken findt ein von durch in die Nikolai-Karg. Der Schipperaltar ist der einzig Altarschrien ut dat Mittelalter, der ihn noch in der Karg finden kann. Tot Anfang von 16. Jahrhundert habt sie in ein Wismarer Brodershop baut. In Zentrum steht ein Mondsichel-Madonna, der von der Figur Nikolaus und Jakobus de Oellere begleitet ward. In den beiden Kastenflögels dort je 4 Figuren von Heiligen. Links oben Katharina von Alexandrien mit Rad und Schwert, der inne Elisabeth von Thüringen. Ob der Anna sieht, seht wie Ursula von Köln und der inne Margareta von Antiochia. Den Altarobsatz von de Krämer gilt, den habt sie wohl de Jahren 1430, 1440 rum so snitchert. He stund über viele Jahrhunderten in de Kapelle von de Marienkarg. In der südliche Vorhall sind dat Hochaltarretabel und dat Triumphkreuz oder Jahr 1430 und St. Georgen innerbrecht. Der Flögelaltar ist in heilen Ostseeruhm mit seiner Breite von 10 Meters dat größte Retabel von sin Ort. Hier seht wie den so neunten Thomasaltar. Der ist wohl so im 1515 rum baut und hat eigens mal tot Dominikanerkloster in Wismar heuert. Lothar wär he denn in de St. Georgenkarg und nur den Zweiten Weltkrieg, da ist he denn hier nur de St. Nikolai-Karg rüberkommen. Im Zentrum seht wie Thomas von Aquin. Rechts von ihm steht der Apostel Thomas und links Thomas Becket, das wär der Erzbischof von Canterbury. Den Hochaltar habt sie 1774 mogt. Den Obsatz von den Altar habt sie dobi nur architektonische Grundsätze geledert. De Predella wiest uns ein Bild von Obendmol. Darüber seht wie der Affenum von Kreuz. Das ist eine Kopie von Rubens, seine bekannte Kreuzaffenum. Benjamin Block hätt das Bild mockt. Und direkt amang über das Bild, dur wär mal ein Glock. Krönt war der Altar von Christus mit der Siegesfahne. Diese smucke Wandmolerie hier, die macht wohl so eins in allen 15 Meters hoch wein. Diese smucke Kanzel in Swat und Witt hat ein Mann mit Nom Joachim Rath 1708 stift, was dat hätt der Künstler Johannes von Rehn erbaut. Und nu kiekt jo mal düsse smucke Döphüsken an. 1719 hätt ihn dat mogt. Der Döbengel hält der Döbschol in Form von en Muschel in sin Hand. Dat Hauptsims ward von sös Sühlen drogen. Seht ihr düsse Snick? Die ha eigens gar nix in de Karg zu sorgen. Man für Pojoren, da habt ihr Jugendliche, die ein paar Mal ob das Nutvollen sind, en Lütte utstellen mit Kunstwagen mogt. Und das ist nick, die habt sie mit aufbauen einfach vergeten. Tja, und nu kraucht sie auch hüt noch hier langs.
Af und an hätt in Glück und kann auch entführen über dat Gewölf von de Kark mitmoken. Dat is bannig interessant. Lot uns mo ein beten rinlustern. Obst uns verklort Gästführer Schrieke, wo ans in Freuer Backstein smokt het. Dorto hätt ein erstmal Ton mit beten Water mischt. Hat man reingestrichen, hat es trocknen lassen, dann musst du das 2 Winter frieren, damit alle Einschlüsse erstmal daraus froren, damit die nicht brachen und sprangen beim Brennen. Und dann hat man die gebrannt bei Minimum 1000 Grad. Das ist für uns heute ganz easy. Wir haben Backöfen, da kann man einfach die Temperatur einstellen. Und die auch nicht. Die hatten Gruben, da haben die Holz reingeschichtet, die Dinger reingeschichtet, ganz gut mit Holz überall verteilt, haben das tagelang gebrannt, um dann beim Ergebnis doch festzustellen, dass sie wieder mal vielleicht 10 oder 20% wegschmeißen mussten, weil die einfach nicht heiß genug worden waren. Weil wenn die nur 800 Grad mitbekamen, dann waren die porös. Das heißt porös, die zerbröselten, die saugten Wasser auf. Und man kann ja eine Kirche nicht bauen aus Steinen, die Wasser aufbauen, und zerbröseln dürfen die auch nicht. Das heißt, diese Steine waren wirklich extrem kostbar, weil sie so schwierig waren herzustellen. Und in allen Orten gleichzeitig wurden Kirchen gebaut. Also die Gefahr, dass diese Steine geklaut wurden, war natürlich mega groß. Aber wissen Sie was, das ist nicht passiert. Aber nicht, weil die Leute so ehrlich waren, ganz bestimmt nicht, sondern es gab ganz einfach ein Problem. Man konnte die nicht benutzen, nämlich jede Region hatte ein eigenes Maß. Ja? Wir haben hier das Wismarer Klosterformat. Das heißt, so meistens in der Länge waren die ziemlich gleich, so knapp 30 cm. Aber hier, dieses Stück, haben wir hier 15. In Lübeck, die haben 14, in anderen Städten, die haben 17 oder 18. Und wenn die Steine zu groß sind, passen sie nicht, muss man ein Stück abkloppen. Man kann auch nichts dran kleben. Funktioniert nicht. Das heißt, nur dadurch, dass die nicht passten, blieben die Steine in der Stadt. Nur noch mal ein Kottenblick rünne ob den Christus mit de Siegesfron. Und wenn je nun noch mehr über den Nikolai-Kark weten wird, dann muckt du doch am besten Emo Subs op'n Weg nur Wismar. Der Reis lohnt sich.